Ja, grüß euch beieinander und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl! Ja, Leute, ich mach's kurz. Ich habe heute nicht ganz so viel Zeit. Deswegen, wir schauen uns einen Teil von dem gestrigen Streamen an. Ich habe mir nämlich sagen lassen, bis zu einem gewissen Punkt, wo hier der erste Gast da ist, wird's gut. Also so ungefähr die erste halbe Stunde. Ich lasse die ganze Scheiße auf 1,25 laufen. Und ich habe ein festes Zeitfenster. Schauen, wie viel wir da kriegen. Ich werde es wahrscheinlich dann relativ spontan abbrechen, aber ich habe jetzt sonst auch die nächsten Tage nicht so viel Zeit. Dementsprechend, ich versuche hier Fanservice zu betreiben. Ihr kriegt das, was ich mir aus die Rippen leiern kann. Und genau, Streame von gestern, Eule gegen Mobbing, Etzadler, auf geht's. Hockt euch her, sagen wir mir, reißt euch eine halbe auf. Mir ging an einer in unseren Medienprofil. So. Medienwohl, was denn? Na, Luna Park sind wir schon rausgeflogen. Wir bräuchten also wieder Seifenblasen und Karussells, Kettenkarussells und oder bräuchten wir oder wir bräuchten keine Ahnung, Seifenblasen, schau doch mal in deinem Kopf nach. eine Achterbahn, die auch nur während des Events funktionieren. Hintergrund meint er, das war in Frankreich. Das war in Frankreich. Entschuldigt. Ja, permanentes Übermüdetsein ist im Übrigen auch ein Symptom von Diabetes. Ich möchte es bloß einmal gesagt haben. Und Leute, es ist schon wieder so, er hat sich schon wieder sein kreisliches Fettfräs rasiert. Und da hilft dann auch kein TikTok-Schlankfilter der Welt mehr was, weil der weiß ja gar nicht mehr, wo er was abschneiden soll. Schaut's euch das einmal an. Schaut's euch das einmal an. Dann bin ich um Entschuldigung, habe ich das falsch verstanden. Doxy Wolf, danke schön für die Unterstützung. Herr Drache müde, aber wie immer. Mein Freund Lukas und ich schauen gerne deine Streams, das freut mich. Das freut mich überhaupt nicht. Was stimmt mit euch nicht? Freut mich immer, wenn ihr meine Streams gerne schaut, weil ich mache es ja letzten Endes, um euch zu unterhalten. Das ist gelogen, Rainer. Das ist gelogen, du machst es, weil du Barne brauchst. Du hast Barne erbettelt. Im Übrigen, ich habe mir gerade vorhin bei der Hausarbeit angehört, was die Märkische Heide heute gemacht hat. Der ist auf einen heutigen Stream eingegangen und hat erwähnt, dass es eventuell jetzt dann bald keine Abo-Funktionen mehr geben soll bei TikTok. Das darf mich freuen. Weil das bedeutet nämlich zum einen weniger Barne für Rainer, weil diese ganzen Abonnenten, die er da hat, fallen ja dann weg. Und zweitens, kein Abo-Chat mehr. Oh, da wird der Mund wieder ganz klein werden. Oh, wird er da klein werden, der Mund. Das ist ja letztendlich das Ziel des Streams. Nein, Rainer, das Ziel des Streams ist es, dir dein Lotterleben zu finanzieren. Das rede mal Klartext. Ganz ehrlich, er wäre auch deutlich weniger unsympathisch. Also, nicht deutlich, aber ein bisschen weniger unsympathisch, wenn er tatsächlich ehrlich wäre. Wenn er sich da tatsächlich hineinhocken darf und sagen so, hey Leute, hab ich keinen Bock zu arbeiten, ich bin so ein faules Schwein, ihr könnt es euch überhaupt nicht vorstellen. Ich suche hier eigentlich bloß ein paar Idioten, die mir ein bisschen das Geld ausschmeißen und damit mein Leben finanzieren. Also könnt ihr bitte einfach arbeiten gehen und mir danach einen Teil von dem Geld geben, damit ich hier auf großen Zahnpano machen kann. Bitte danke. Ich lasse jetzt in Zukunft einmal am Tag für eine Stunde den Stream laufen, dass ihr mal kreisliches Fettkrieg davor setzt. Das ist dann auch nicht mehr nötig. Wir haben ja jetzt klargestellt, worum es eigentlich geht.
Ja? Und während dieser Stunde, die dann der Stream im Hintergrund läuft, der ihr gemütlich euer Geld ausschmeißen. Ich kaufe mir dafür Dreckfressi und werde mich in ein frühes Grab fressen. Und dann passt das doch alles, oder? Machen wir so. Wunderbar, so nennt man es. Das war eine schöne Gegend in Frankreich. Rainer, ich sehe nichts. Ich sehe einen grauen Himmel, ein bisschen Wasser und deinen kreisligen Schwelles. Oh, und was bei der Märkischen Heide auch noch am Stissel war, dass momentan im Raum steht, ob ihm das Lager nicht geräumt wurde, weil er verpennt hat, das zu bezahlen. Trotz Rekordeinnahmen in diesem Monat, und wir reden hier vom 16., also Hälfte vom Monat. Ja, in einem halben Monat hat er von TikTok 2.300 Euro gekriegt. Ihr seht es da unten rechts. Ja. 2.300 Euro nur TikTok in einem halben Monat. Und vor lauter Heiterkeit hat der Fressklötsch wohl vergessen, sein Lager zu bezahlen. Ich hoffe ja, dass die ganze Scheiße, die da drin ist, schon im Container liegt und es dann heißt, wenn er hinkommt und sagt, ja, ihr habt das jetzt hier vergessen, dass sie dann sagen, Entschuldigung, Herr Winkler, ja, Ihre Schufa sagt Folgendes, Sie sind offensichtlich nicht vertrauenswürdig, Sie zahlen Ihren Scheiß nicht, Sie kriegen bei uns kein Lager mehr vermietet. Fertig aus, da ist jetzt auch schon jemand Neues drin. Für die Leute, die es ausgeräumt haben, fällt im Übrigen noch ein Ekelzuschlag von, ich weiß nicht, was da an Barne gerechtfertigt ist, relativ hoch an, weil die haben nämlich ihre vollgeschissenen Dildos noch ausklauben müssen. Ja, mit die ganz dicken Handschuhe, die ihr sonst nur kennt, wenn irgendwelche Wissenschaftler im Labor mit die ätzendsten Säuren oder sowas hantieren, haben die hier die Luans rausgeholt. Ja? Ja, die hat man postwendend verbrannt und das Ganze hat dann ausgeschaut wie am Ende vom ersten Indiana Jones Film, wo dann so diese Totenkopfgeister rauskämmer sind. Mehreren Leuten sind die Gesichter geschmolzen. Herr Winkler, allein für die Rosenkränze, für die Gräber, für die Hinterbliebenen, da fällt jetzt nur ein bisschen Barne an. Sieht schön aus, war es auch. An dem Tag hat es zwar ein bisschen geregnet auf dem Rückweg, aber das hat trotzdem gepasst. Verdammt nochmal, wie haben wir das wieder gemacht? Ich muss den Ofi fragen. Der ist ja der Hater-Chef. Wie er das wieder hingekriegt hat, dass da geregnet hat an dem Tag. Ein Fuchs, der Ofi. Ich mag ja Regen. Ich mag es Regenwetter sowieso. Mein Bauch gluckert gerade witzig. Ja, ich habe gerade ein bisschen zu viel gegessen und zu viel getrunken. Ja, Rainer, das ist immer so. Du hast zu viel gegessen, zu viel getrunken und jetzt wollen wir wetten, ob's Wasser war oder nicht. Also wenn ihr einen Euro auf Wasser setzt, kriegt er wahrscheinlich 15.000 Euro raus. Er war wieder irgendein Zuckerschmutz. Und an Betracht der Tatsache, was er in den letzten Tagen an Barren gekriegt hat und das am 15., also einen Tag vor der ganzen Gaudi, großer Auszahlungstag bei TikTok war, da wird dieses wohl relativ umfangreiche Drachenmahl sicherlich nicht aus einem Salat bestanden haben. Den ich mir heute im Übrigen noch mache. Ich mache mir heute einen Feldsalat mit Tomaten, Paprika und Mozzarella. Und ohne Backfisch. Sondern da gibt es halt wahrscheinlich wieder richtig geil Cordon Bleu mit Pommes und so. Oder was auch immer ist. Wenn die Barne da sind, gehen die Barne raus. Damit will ich sagen, meiner ist gerade unangenehm voll. Er merkt es sogar schon. Und jeder von uns kennt das. Ich mache das auch zu oft, muss ich sagen.
dass ich mich hinhocke und dass ich irgendwie Fressflash habe und dann denke ich mir, wow, ja krass. Hier beim Italiener, nimm den größten Nudelteller, den sie haben, und als Vorspeise schiebe mir noch ein Pizzabrot rein. Und dann gucke ich aus diesem Italiener raus und denke mir, Gott, was habe ich mit dem Körper jetzt schon wieder angetan? Aber das mache ich halt nicht jeden Tag. Ne? Aber so ist sein Essverhalten ist rein. Ich glaube auch nicht, dass der ein Sättigungsgefühl empfindet. Der darf nur weiterfressen. Der hat nur Hunger. Es ist nur so, dass wirklich dann auch dieser extrem gedehnte Magen vom Arschprallo dann auch irgendwann Medal off sagt und sagt, es passt nix mehr rein. Und bevor er dann speibt, weil hergeschenkt wird nix, hört er dann lieber zum Fressen auf. Er würde noch weiter fressen. Eine halbe Stunde später, wenn es sich ein bisschen gesetzt hat, geht's weiter. Zumindest solange die Barren nicht dafür da sind. Und dafür ist eigentlich anscheinend immer noch Barren nicht da. Weil wenn fürs exzessive sich morbid adipös fressen, die Barren nicht fehlen dann darf er nicht so ausschauen. Und wie gesagt, ich erinnere euch weiterhin, dieser Mann benutzt hier gerade, wenn ihr dieses Bild seht, einen Filter, um seinen kreisligen, aufgeschwollenen Fett- und Hautballon vom Kopf dünner aussehen zu lassen, als er eigentlich ist. Das ist die beschönigte Variante. Ihr seht das auch hier am Rand. Wenn ihr mal ganz genau hinschaut, ne, da am Rand, wo die Kopfhörer ansetzen, da gehen die Backen auf einmal ganz komisch gerade runter. Schwierig. Wie hast du dich eigentlich glatt rasiert? Mit Bart siehst du reifer aus. Ich habe mich glatt rasiert, weil ich das ab und zu mal gerne mache. Ja, lass bleiben, Rainer. Je weniger, dass man von deinem kreislichen Fries kriegt, desto besser. Ich habe sowieso überlegt, ob ich in nächster Zeit dann öfter so rumlaufe. Mhm. So, hey Drache. Guten Abend. Halski Mobbing. Hallo Drache. Servus. So, was hast du bestellt? Nichts Besonderes, bisschen Reis, bisschen Gemüse und Reis. Ja, genau, Rainer. Auf geht's mit dem Lülle-Train nach Bullshit Town. Leck mich doch. Ja, Gemüse und Reis hat er sich bestellt. Und davor ist er jetzt so voll gefressen, ja, dass der Reflux wieder kickt. Ja, einwandfrei, Rainer. Verzeih das bitte irgendjemand anderem. Verzeih das doch bitte irgendjemand anderem. Kein Mensch glaubt dir, dass du Gemüse und Reis bestellt hast. Rainer, du hast in den letzten paar Tagen über 1000 Euro erbettelt auf dieser Schmutzplattform von hirnamputierten Vollidioten. Du hast dir irgendein möglichst zucker- und fetthaltiges Drecksfressi in den kreisligen Klöterkopf gestopft und das Ganze mit 3 Liter Schwipschwapp runtergespült. So schaut's nämlich aus. Bro, nicht böse gemeint, aber du solltest echt abnehmen. Für deine Gesundheit. Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, was ihr alle mit meiner Gesundheit habt, Leute. Meine Gesundheit, ich bin gesünder als die meisten, die nur die Hälfte von meinem Gewicht haben. Rainer, das ist gelogen. Und Rainer, auch jemand, der nur die Hälfte deines Gewichts hat bei derselben Körpergröße, ist immer noch morbid adipös. Merkst du was? Vielleicht nicht morbid adipös. Warte mal, 125 Kilo auf 1,85 Meter. Auf jeden Fall stark übergewichtig. Auf jeden Fall stark übergewichtig. Wo ist der Button? Im Gully. Ja, zusammen mit dem Rest deiner jämmerlichen Existenz. Und Rainer, diese 2400 Euro oder sowas, die du jetzt diesen Monat schon eingenommen hast, merkt es, wie ihn das kickt. Er hat diese Arroganz wieder. Dieses, boah, jetzt geht's los, jetzt bin ich jemand. Jetzt können wir die Barne rein. Und jetzt verhält er sich wieder wie das hinterletzte Arschloch. Dieser arrogante Arschlochblick, diese kurz angebundenen, boah, was bist du eigentlich für Depp, was ist das für dumme Frage, Antworten. Dieses super arrogante, Rainer, das schießt dir ins Knie. Das schießt dir ins Knie und ich freue mich darauf, wenn es soweit ist. Weil du hast jetzt hier tatsächlich
eine relativ große Gruppe tatsächlich von irgendwelchen Vollidioten angelacht, die glauben, dass du echt irgendwie das arme Opfer bist und gar nicht so schlimm und bla bla bla. Und jetzt hast ein paar Tage lang richtig abgecasht und denkst, das geht jetzt immer so weiter und du kannst jetzt wieder alles erlauben und jetzt kommt diese Arroganz. Und mit dieser Arroganz wirst du genau das machen, was du die letzten Jahre auch immer gemacht hast, immer wenn du ein bisschen Oberwasser gehabt hast. Vergraulst dir die Leute. Die Leute sehen, wie du wirklich bist und denken sich, warum habe ich diesem fetten Wichser überhaupt nur einen einzigen Cent gegeben? Und dann spricht sich's weiter rum. Und dann wirst du auf dieser Plattform genauso eine Persona non grata sein, wie auf YouTube davor und wie auf YouNow davor und wie auf allen anderen Plattformen davor. Und in einem Monat oder zwei sitzt du wieder da, bettelst du am Tag irgendwie 2,50 Mark und bist am Plänen, dass die Welt so fürchterlich ungerecht zu dir ist. Ja, und dann fahr ich nach Nürnberg und lach die aus. So, schauen wir mal. Ja, erinnert ihr euch an die Discord-Leaks, wo er die Leute gebannt hat, weil sie im Discord gerülpst haben, wo er eine Dreiviertelstunde lang eskaliert ist darüber, dass er gesagt hat, ja, was habt ihr für Eltern, was haben die euch für Manieren beigebracht, hier einfach umeinander rülpsen? Bitte sehr, da blast er sie wieder auf, der Fettballon. Chrissy und Dani sind auch online, aber Alter, die Geräuschkulisse ist schwer widerlich. Die Schnauferei, ja, die Rülpserei, diese. Ich hab solche Geräusche habe ich von über 80-Jährigen im Sterben liegenden gehört. Ja, da hörst du das. Aber nicht von einem Anfang 30-Jährigen. Das ist ja unfassbar. irgendwie kann ich da. Achso, weil die gerade den Host offen haben. Weil die gerade am Host drin sind, kann ich da gerade nicht rein. Okay, schade, sonst hätte ich mit den beiden noch mehr gestreamt. Meine Abo läuft nur noch 2 Tage. Hab kein Geld für mehr. Es tut mir echt leid. Ja, es war auch fürchterlich leid für dich. Uwe in Ohio. Servus Rainer und schon. Was? Servus Rainer und schon Geld für die. Oh, wenn Leute nicht verstehen, dass man Nein sagt, ne? Servus Rainer und schon Geld für die. Okay, das war jetzt der dritte Ansatz, einen Satz zu lesen, der aus Servus Rainer schon Geld für die MPU zurückgelegt. Aus was 8 Worten bestanden hat. Servus Rainer und schon wieder Geld und schon Geld für die MPU. Nee, leider aktuell nicht. Dann die beiden. Merkt ihr was? Seit einem halben Jahr sitzt er in diese TikTok-Streamen drin und verzapft einen, ja, Prio Nummer 1, MPU, damit ich endlich wieder einen Führerschein habe, weil dann kann ich besseren Content für euch machen, weil ich dann nicht mehr so ortsgebunden bin. Dann hole ich mir Auto und fahre wieder in der Gegend umeinander, etc. Prio Nummer 1, MPU Führerschein. Jetzt hat er in 15 Tagen 2.300 Euro verdient. Ja? Und er hat gesagt, er braucht, mal hat er 1.200, mal hat er 1.400 gesagt, braucht er für die MPU. Und jetzt hast du was für die MPU auf die Seite gelegt. Na, warum? Weil er sich denkt, ich brauche ja die Kohlen gar nicht. Für die MPU. Ja, es wird erst einmal, der Hedonismus muss erst einmal finanziert werden. Und dann schauen wir weiter. Nein, beide sind. Ja, komm, ganz ehrlich. Ist echt traurig, wenn man alles 100-mal sagen muss. Ja, das ist fürchterlich, Rainer. Es ist fürchterlich, dass die Leute 100.000 Mal sagen müssen, dass deine Haxen fürchterlich ungesund ausschauen. Dass du, wenn sich da drin ein Thrombus bildest, praktisch auf 2 tickenden Zeitbomben in der Gegend umeinander wongelst.
Und dass du wie ein Fisch auf dem Trockenen verrecken wirst, wenn sich ein Thrombus löst, der sich in deine Lunge setzt. Rainer, du wirst wie ein fetter Fisch auf dem Trockenen, nach Luft schnappend, irgendwo rumflacken und jämmerlich krepieren. Und das wird nimmer lange dauern. Aber die Leute, die dir sagen, geh zum Arzt und pass mal auf, das kann passieren, alles Hater. Alles Hater, du bist der gesündeste Mensch auf der Welt. Wir haben es neulich erst wieder festgestellt, der Arzt ist gekommen und hat ihm so eine großartige Gesundheit bescheinigt. Der hat wahrscheinlich gefragt, Herr Winkler, wollen Sie mal bitte, meine Frau und ich haben einen Kinderwunsch, wollen Sie mal bitte noch eine Samenspende geben, ja, weil so tolle Gene wie von Ihnen, ich möchte ja, dass meine Kinder bomber gesund sind, dann stelle ich mir hinten an, so tolle Gene wie von Ihnen, die habe ich nicht, dann nehmen wir lieber das für unseren Nachwuchs, damit dieses tolle genetische Material auch weiter verbreitet wird. Das wird er gesagt haben. Im Übrigen, wahrscheinlich realistisch hat er sämtliche Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, Herr Winkler, Sie sind in einem desaströsen gesundheitlichen Zustand. Wenn Sie nicht jetzt sofort Ihr Leben um 180 Grad wenden, sagen Sie bis in spätestens 2 Jahren Medal off. Endgültig, finito, Medal off. Und dann hat Rainer sich gedacht, auch ein Hater, etc. und ist rausgewongelt. Und danach ist man zum Döner am Bahnhof gegangen und hat nochmal 2 Liter Schwipschwapp getrunken. Das sind 2 Tage ein paar... Jo. Ja, das mit den Kindern im Stream fand ich auch nicht so besonders gut, wobei ich da ja nur die Tochter kurz gesehen habe und die schien ja schon erwachsen zu sein, also dann was ich gesehen habe, die war mindestens 19, also... Also ihr habt das gesehen? Nein. Die war sicher nicht 19. Rainer, war sie nicht. 100%ig nicht. Ich habe sie nur ganz kurz gesehen. Manchmal ist es echt anstrengend. Ja, wem verzeihst du das, Rainer? Wem verzeihst du das? Es ist fürchterlich anstrengend, sich diese Scheiße regelmäßig zu geben. Aber es gibt viele nette Leute, die wollen sich die Scheiße nicht ungefiltert geben und deswegen mache ich den Scheiß hier. Geht ab. Konjus, gut, dass du da bist. Denn ich möchte dir nämlich ganz deutlich eine Sache sagen. Und zwar, du bist auf sofort blockiert, weil mir das echt zu bescheuert ist. Sorry, aber so eine Nummer von gestern brauche ich kein zweites Mal. Dann 5 Stunden hinter meinem Rücken ablästern, in dein Telegram reinpallern und so weiter. Du bist hiermit blockiert. Konjus war, glaube ich, dieser mit dem roten Cappy, mit dem er die letzte Zeit häufiger auch mal gematcht hat. Der gute Freund von ihm war so lange, bis ihm die Leute mal gesagt haben, hey, du weißt eigentlich, mit wem du da eigentlich streamst? Ja? Der Typ ist so und so, der hatte das und das erzählt. Hier sind die Beweise, dass das alles gelogen war. Und dann so, wow, krass, habe ich nicht gewusst. Und dann ist er auch wieder zum Hater geworden. Er ist den Weg allen Irdischen gegangen im Rainer-Universum. Und der Weg allen Irdischen im Rainer-Universum geht in Richtung, dann war er auch ein Hater. Und tu mir den Gefallen und sprich nicht mehr über mich und rede nicht mehr über mich, sonst kriegen wir mal richtig Probleme und wir rücken mal richtig zusammen. Und glaub mir, das wird dir nicht gefallen. Hole Drohungen. Check. Ja, Rainer, was willst du machen? Willst du deine unglaubliche mediale Macht ausnutzen, die du jetzt hast, weil du jetzt ein paar Barne von irgendwelche voll verblendeten Arschlöcher erschnort hast, ja, um ihm das Leben zur Hölle zu machen? Ich weiß nicht, ob dem sein Leben so geil ist, wenn er darauf angewiesen ist, auf dieser Plattform für komplett Kernbehinderte um Barne zu betteln, so wie du. Weiß nicht, ob da nicht eh schon Hopfen und Malz verloren ist, aber... So. Damit ist CoinNews blockiert. Ja, sag ihm das nachher vielleicht mal als Tipp, nicht, dass die Kritiker auf die losgehen. Auf wen? Machst du wieder Matches? Ich bin unentschlossen im Moment. Checke diese Leute nicht, die hier im Chat beleidigen. Das checke ich auch nicht. Yeah. Ja, sorry, das mit CoinNews ist mir echt
Roman Frieden, Beeflord, okay. Dann würde ich erstmal sagen, fliegst erstmal raus. Richtig so, richtig. Oder diese Leute haben ihm alle Geld bezahlt, dass sie da reinschreiben dürfen. Der eine schreibt Beeflord und wird dafür gebannt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wer das geschrieben hat sie rendiert, oder? Die 5 oder 6 Euro, die du jetzt zahlt hast, dafür, dass du das halt schreiben können und jetzt bist gebannt worden. Herzlichen Glückwunsch. Richtig so. Krasse Ansage raus. Mit den, was? Halben. Dankeschön. Rob Me, Dankeschön. Gesendet. Oh. Hat er über dich gelästert? Ja. Ich krieg sowas immer mit, Leute. Gut gemacht. Richtig so, er war ein Verräter. Leute, das Thema ist für mich schon vom Tisch. Also brauchen wir jetzt nicht weiter darüber diskutieren. Ich habe ihn blockiert, ich habe ihm eine Anzeige gemacht. Damit ist das Thema für mich vom Tisch. Basta. Brauchen wir weiter davon bleiben. Ja, auf dem Tisch ist halt nicht viel Platz, weil da muss ja der Dreckfressi drauf. Aber jemanden verbieten, über einen zu reden, ist schwer durchsetzbar. Glaub mir. In meinem Fall ist es relativ einfach. Ja. Rainer wird die Armee seine Armee an hochbezahlten Anwälten auf ihn hetzen. Ja, die kriegen dann so einen Tischgrill, der gerade noch rumsteht, als Bezahlung. Was einen angeschissenen Luan. Aber mit Unterschrift. Kann er bei eBay verkaufen. Was ist eigentlich aus der eBay-Auktion mit der Isomatte geworden? Weiß das jemand? Diese Hater. Ja, wie gesagt, das Thema ist jetzt durch, Leute. Schon diese Szenen. Hi, Haters. Ich bin noch im Überlegen, wie wir heute weiter vorgehen. Rainer, nein, bist du nicht. Du weißt, es wird wieder gematcht, bis die Schwarte kracht und Barne erbettelt. Kommen wir noch in Ordnung. Naja, die letzten 5 Stunden nach unserem Stream definitiv nicht. Oder die 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden. Hast du noch, was hast du auch, Katzen? Nein, wo soll ich bitte Katzen unterbringen? In meinem Rucksack oder was? Gott sei Dank hat der keine Katzen. Wie willst du weiter vorgehen? Das weiß ich selber noch nicht. Bei der Menschenlust finanzierst du deine Ziele am besten. Ja, das ist schon richtig, ja. Aber irgendwie gehen mir die Matchpartner aus. Cornelius ist ein Verräter, die Serin, ich weiß nicht ehrlich gesagt, wie ich mit ihr reagieren soll. Und Chrissy und Daniel sind im Moment wohl unabkömmlich. Das mit der Serin ist auch komisch, dass sie jetzt schon wieder ein paar Tage nimmer am Start war. Ist da meine Prophezeiung vielleicht eingetreten? Hat die privat geschrieben mit ihm, vielleicht ihm sogar den Fehler gemacht, ihm ihre Handynummer zu geben? Und schwuppsdiwumms hat sie ein Speerbildchen bekommen und sich gedacht, was für ein widerliches Stück. Und hat ihn dann geblockt. Alter, da hätte ich zu gern Mäuschen gespielt. Aber ich darf mal Geld draufsetzen. Ich darf mal Geld wirklich draufsetzen, dass man sagt, hey, der wahrscheinlich hat der ihr so lange jetzt das arme Mobbing-Opfer vorgeheult, bis sie ihm ihre Nummer gegeben hat. Und dann, als es soweit war, dann sind die Belästigungen losgegangen. Ja, zusammen in die Sauna gehen. Hier im Übrigen, mein Dödel. Bla bla bla. Ich denke gerade an dich. Mit der Hand in der Hose und sowas. Und dann hat sie sich gedacht. Und hat ihn blockiert wahrscheinlich. Und die scheinen gerade in einem Match zu sein. Danke, Lisa. Mich hassen sie bereits. Was, wieso hassen sie dich bereits? Und wer hasst dich bitte? Ich bin ehrlich gesagt unsicher, ob ich heute jemanden zum Match reinnehmen möchte. Ich bin ein bisschen schlaff heute. Rainer, mit Schlaffheit kennst du dich doch aus. Das ist doch überhaupt gar kein Problem. Die Hater, weil ich für dich gesprochen habe. Oh, okay. Match doch random, das Geld kommt so oder so rein. Am Ende ist es eine Win-Win-Situation. Oh,
Glückwunsch zu den 300.000. Übrigens, vielen, vielen lieben Dank. Genau, wir haben die 300.000 gestern oder vorgestern geknackt. Vielen, vielen Dank an euch alle für die Unterstützung. Ihr seid echt die Besten. Ein Livestream mit dem Chat ist auch mal eine gute Abwechslung. Freuen sich deine Abonnenten. Das ist richtig. Wir könnten natürlich an Gast dran nehmen. Die Option ist ja auch gegeben, man muss ja nicht unbedingt matchen. Ich bin aber echt gerade Matsch im Hirn. Sorry, Leute. Nein, du bist immer Matsch im Hirn, aber das kommt vom Hirn her. Also das ist... Also dran nehmen. Hey! Okay. What the actual fuck? Ah ja, jetzt kommt der komische Dude. Nee, und dann, leck mich mal. Glaube ich. Auf welchem Platz bist du beim Event? Jetzt bin ich wieder auf 9 und wieder ein Haufen von diesen Seifenblasen, was unser Ziel sind, von den Kettenkarussell, Karussell oder Achterbahn. So. Oh, sorry, du liest gerade Sachen. Okay, tut mir leid. Sollen wir mal ein Match machen, oder? Ja. Du willst? Ja, klar. Okay. Ich habe nur die eine Sache gelesen, weil die gerade noch reingekommen ist. Du hast übrigens ein mega niedliches Profilbild. Ja, Dankeschön. Gerne. Ja. Seifenblasen und Karussell, Leute. Genau, Seifenblasen, Karussell, Kettenkarussell und die Achterbahn ist für das Event. Die gibt es auch nur während des Events, also die bekommt ihr jetzt quasi nur als Möglichkeit jetzt gerade. Gott, sehe ich fertig aus. Gott, bin die Woche bestimmt 5 Jahre älter geworden. Guck mich an. Das siehst immer noch besser aus als ich. Das würde ich nicht so sagen. Ich guck mich an. Aber hallo. Wow, wie viele Leute? Ach so, ja, stimmt, ja, die Hater wahrscheinlich bei mir rein. Das ist gut möglich, ja. Was habe ich? 100 Leute drin? Naja, sind 1000 weniger als ich habe. Ja. Mit Abonnenten nur flexen. Check. Oh, Leute. Leute. Bald hat er vorne bloß nur einen Zahn. Schau's mal an. Es war ja eigentlich der neben den vorderen, neben den Bugs Bunny Zähnen war ja der ursprünglich. Aber das hat jetzt hier schon drüber metastasiert auf den einen mittleren Schneidezahn. Also dem gebe ich noch ein Jahr, dann hat er vorne bloß nur einen. Dann schaut er aus wie der einzähnige Pete. Ja, der dann mit dem einen Zahn, den er noch hat, die Bierdosen aufmacht. Ja, 1-1 habe ich im Moment gerade. Hey, was habe ich gehört? Du kannst diese Scooter, kannst du den noch benutzen? Genau, ja. Die haben jetzt dieses Scooter gesperrt, die Schweine. Wie haben sie das hingekriegt? Keine Ahnung. Die haben an diese Apps geschrieben, dass ich zu schwer für die Scooter bin. Und dann, ja. Ja, aber Rainer, du bist ja zu schwer für die Scooter. Keine Ahnung. Die haben an diese Apps geschrieben, dass ich zu schwer für die Scooter bin. Und dann, ja. Was ist jetzt los? Schwer für die. Keine Ahnung. Aha, irgendwas mit dem Bot beim Inge stimmt gerade nicht, ha? Vor allem Was hast du denn Durchschnitt für Da sind wir wieder. Also mein Maximum ist normalerweise 85, also mehr zahle ich für gewöhnlich nicht. Das ist gelogen, Rainer. Das ist gelogen. Die Leute haben ja schon aus 140 Euro pro Nacht Hotels rausgescheicht. Es gibt natürlich immer wieder mal für einzelne Tage Ausnahmen. Wenn ich zum Beispiel 2-3 Tage durchgemacht habe und dann so am Arsch bin und müde bin, dann sage ich, okay, jetzt habe ich 2 Tage gar kein Hotel genommen und habe mir dadurch die Kohle gespart, dann gehe ich jetzt halt heute in ein Hotel. Und dann zahle ich dann halt mal 120 oder was. Aber im Normalfall gehe ich nicht auf über 85. Im Durchschnitt zahle ich zwischen 60 und 80 Euro. Aber wie gesagt, es gibt eben diese Ausnahmetage. Ich habe mal dieses, wie heißt das, ein Hotel? Das war relativ günstig, glaube ich, habe ich gesehen. Da war so ein Angebot. Kein Angebot, das ist so ein eher so, wie soll ich sagen, so ein Autobahnhotel, ne? In Basinghausen. Wie heißt es? A&M Hotel, glaube ich. Ich glaube, das war 45 Euro. Oder A&O vermutlich. A&O, nee, ich glaube A&M, muss man googeln, auf in Basinghausen. A&M Hotel und es war 45 Euro. Und das Zimmer sah gut aus. Ja. Das ist so ein Autobahnhotel, weißt du? Ja klar, es gibt ja auch diese Hostels, da bist du mit mehreren Leuten in einem Zimmer. Ja, aber wie soll er denn hinkommen zu dem Autobahnhotel? Er hat ja keinen Führerschein. Zwischen 2 und 5 Leuten. Gibt's auch, aber da bin ich halt immer ein bisschen vorsichtig, weil ich immer Schiss habe, dass mir irgendjemand mein Zeug klaut. Heißt natürlich nicht jeder, dass ins Zimmer geht, dass der was klaut, aber. Rainer, was sollen denn die dir klauen? Hast du am Nackerten schon mal in die Hosentaschen gelangt? Was sollen sie die denn klauen? Rainer, du bist ein mittelloser, fetter Obdachloser. Man weiß halt nie, ne? Deswegen, ja. Ja. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, weil es gibt ja dann doch mal den einen oder anderen,
Deswegen. Und Ja, da so ist blöd mir, ist auch weiß nicht. TikTok nicht rauchen kannst. Ja. Wenn du auf TikTok bin, kannst du nicht rauchen. Ja. Dann kriegst du eine Warnung. Kannst du theoretisch gesehen schon. Du darfst halt nur nicht, also theoretisch Anmachen? gesehen schon, darf dich halt bloß nicht erwischen lassen, ja. Also die Ja, meisten okay. rauchen Wenn halt ich so, dann ne? die seitlich, ja. Oder Ja, mit so einem Ghosting. aber sobald der Rauch durchfliegt, hast du auch schon wieder ein Problem, ne? Also ich habe auch Hm. schon jemanden gehabt, die geraucht hat und das Witzige ist, dann habe ich eine Verwarnung bekommen, obwohl ich gar nicht geraucht habe. Du hast eine Verwarnung gekriegt? Na klar, Ach so, weil du das wahrscheinlich unterstützt, dass sie raucht und du mit da. weil ich gehostet hatte. Genau, weil ich der Host war. Ja. Weil ich es gehostet habe, hat sie bei mir geraucht und habe ich auch eine Verwarnung gekriegt, da bin ich rausgeflogen. Ja, Oh Gott, ich oder macht Geistfilter. Ah, ich glaube, der Geistfilter ist ganz eine gute Idee. Ich habe schon Leute gehört, die vom Geistfilter auch gesperrt wurden. Vielen Dank, Leute. Oh, wir haben eine Sechser-Serie. Wo haben wir denn die Sechser-Serie plötzlich her? Vorhin, als ich gestreamt habe, bin ich doch zweimal rausgeflogen. Du bist rausgeflogen? Ja, das war ganz merkwürdig vorhin. Ich habe ja immer so ein, zwei Leute, mit denen ich mal öfter matche, die ich öfter schon kenne. Dann habe ich zum Beispiel gestreamt mit Obdachlosen. Obdachlosen, bitte schneidet das irgendjemand raus. Obdachlosen, braucht für Soundboard oder so. Obdachloser unter Palmen. Den kenne ich schon, mit dem habe ich schon öfter gestreamt. Ah ja, den habe ich schon ein paar Mal gesehen, ja, ja. Hm. Genau, und der ist plötzlich rausgeflogen, warum auch immer. Und dann habe ich mit dem Adeot, Mit dem, oder Adeot irgendwie heißt der, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, der ist dann auch rausgeflogen irgendwie. Mitten im Gespräch fliegt der einfach raus. Ich mir, hä, was ist das denn? Schlechtes Internet? ich glaube, dass das gelogen ist. Ich glaube, dass er die Leute rausgeschmissen hat. Ich habe die Streams nicht gesehen, aber ne, man kennt das. Die Leute lesen irgendwas vor, was ihnen die Hater in den Chat gelegt haben oder fragen ihn was. Und dann, oh, jetzt wird es langsam unbequem. Und raus damit. Internet wahrscheinlich, oder? Das könnte sein, aber es ist schon sehr seltsam gewesen, tatsächlich. Also ich fand es schon komisch. Dankeschön. Ah ja, genau, hier, Abid Community heißt der Typ, der rausgeflogen ist. War ganz komisch. War echt ein nettes Gespräch, haben uns super unterhalten, so wie du und ich jetzt auch. Und dann hab ich was erzählt und plötzlich bin ich plötzlich war er weg. Ja, komisch. Kann auch im Internet wahrscheinlich sein, oder? Schlechte Internetverbindung oder irgendwas. Ja, aber meistens verliert man dann ja seine Wins auch, deswegen war ich jetzt Ja. verwundert, weil danach habe ich auch mit keinem mehr gematcht und du bist jetzt der Erste, seit ich jetzt online bin. Von daher. Ja. Oh, Und sonst alles okay, ey? Lassen Sie sich langsam in Ruhe oder sind Sie immer noch. keine Ist der Chance. Automann da? Nee, das ist nicht der Automann. Entschuldigung, meine Tochter kommt gerade. Alles gut. Boah, Leute, nein. Hallo, 150. Nimm's doch Im nicht Moment habe ich irgendwie. 48 Zuschauer. Du hast richtig viele Er Tausend. hat 800 Zuschauer. Wie assi kann man eigentlich sein, seine Kinder damit in diese Scheiße reinzunehmen? Weißt du, warum dein Hater plötzlich so wenig ist? Freue mich für dich. Wenig? Dankeschön für die Rose. Also es wäre mir neu, dass es wenig ist. Ah, Leute, noch eine Rose übrigens, dann, ja, geht mal zwei, muss ich gerade sagen, da haben sie es schon gemacht. So, Aber es ist verstopft. Was? Dieses, wie heißt es nochmal? Neben der Toilette. Oh, Digga, kümmere dich um dein Kind und hör auf mit dem Penner da zu streamen. Was soll die Scheiße? Ah, da kriege ich Zustand, ganz ehrlich. Da kriege ich richtige Zustand. Neben der Toilette? Ja, Was, das Spülbecken? ja, Was hast du denn da gemacht? gar nichts. Gar nichts? Ja, ich guck gleich. Ja, ich habe die ganze Zeit gemacht. Ganze Zeit, mit dem Pöppel. Na, mit was? Mit dem Pöppel habe ich das gemacht. Das ist Ja, das, Alter, kann. Entschuldigung. Sag ich was. Das ist ein Ja, toll. Ich habe Dankeschön, User. also Toilettenpapier ist das passiert. Okay. Oh, Leute, ist langsam. Oh, er wieder. Shish, kommt gleich. Ey, es ist doch unangenehm, oder? Es ist doch maximal unangenehm. Ganz ehrlich, muss das sein? Da die Kinder mit reinnehmen? Du bist gerade nicht. Boah, User, Oh vielen, mein vielen Gott. Dank. Ja, Ja, Was hast du da da hat gekriegt? ein Auto oh mein irgendwie. Gott. Was? Was war das gerade? Und das kriege ich von User lauter Kindern nämlich mindestens 11 Siege erringen. Ja, okay, Leute, ich mache jetzt mal kurz Pause, weil das ist ja gerade nur noch Abschaum-Content. So, jetzt geht's erst einmal wieder weiter. Sagt allzu lange mache ich nicht mehr, aber schauen wir weiter. Mein Vater ist ein Loser, weißt du das schon? Danke. Boah, das ist aber mies. Das sagt man nicht über seinen Papa. Doch. Ja, wenn er einen in diese TikTok-Stream-Scheiße mit reinzieht, dann ist das ja auch gerechtfertigt gesagt, oder? Meine Schwester sagt sowas auch manchmal. Deine Schwester? Meine andere Tochter? Mhm. Sie sagt, Der hat auch noch 2 Kinder. Schau, aber das ist doch wieder Harz, aber 4.
Da flackt hinter ihm auf dem Balkon flackt nur von Weihnachten der scheiß Christbaum rum. Da kannst du dir vorstellen, was das für eine Assi-Familie ist, oder? Und dann die Kinder in den TikTok-Stream mit reinziehen. Ja, Himmelarsch. Du bist fett. Ich bin fett. Danke dir. Ist voll nett heute. Sie sagt das, nicht ich. Ja, du sagst, ich bin ein Loser. Ja, bist du doch auch. Ja. Ich weiß nicht. Mir tut es weh. Was denn? Ja, wenn ich denke, ich habe ja keinen mehr, ne? Du hast keinen was? Keinen Papa mehr. Er ist gestorben Oh. vor 12 Jahren. Und das habe ich schon mitgekriegt. Da versucht er jetzt um Mitleid zu betteln, damit, dass sein Vater gestorben ist damals. Du verstehst mich nicht falsch. Seinen Vater zu verlieren gehört zu den größten Tragödien, die man so durchmacht in seinem Leben. Aber was er wieder verschweigt, ist, als sein Vater im Sterben lag, auf der Palliativstation, im Krankenhaus, wo es geheißen hat, jetzt geht's dahin. Und während er gestorben ist der Vater von ihm ganz alleine im Krankenhaus gelegen. Ohne irgendjemanden. Weil sein stolzer Sohn sie gedacht hat, ja, lassen halt verrecken, ich gehe lieber in die Dorfdisse und abmetteln und schütt mal ein paar Häube ins Gesicht. Das erzählt er komischerweise nie irgendjemandem. Vor 12 Jahren? 2011. Was ist mit deiner Mutter? Die lebt zwar noch, aber zu der habe ich keinen Kontakt. Die Wie lange hast du keinen Kontakt, wenn ich fragen darf, zu der Mutter? Das dürften jetzt auch gut 10 Jahre sein. Echt? Und schreibst, Zwischen 8 und 10 Jahre sind es. schreibst gar nicht mehr mit ihr, oder? Kein Kontakt, überhaupt nichts? Ich habe seit ungefähr 6 Jahren zu niemandem aus meiner Familie mehr Kontakt. Die wollen ja alle keinen Kontakt mehr. Hm. Ja, komisch, Rainer, wo kommt denn das bloß wieder her? Ist ja auch verständlich irgendwo, aber wenn man bedenkt, Wieso- dass wieso ich ist in die das- Bresche gesprungen bin für meine Familie. Wieso ist das verständlich? Verstehe ich nicht. Und jetzt kommt die Schallplatte wieder. Ich hab für meine Familie alles geopfert und die lassen mich im Stich. Nein, Rainer. Nein, Rainer, du hast deiner Familie das Leben zur Hölle gemacht. Und die Leute haben gesagt, Rainer, hör auf damit. Hör mit dieser Internetkasperei auf. Rainer, alle Leute in deinem Umfeld leiden darunter. Und du hast gesagt, na, jetzt ich bin der große YouTube-Star und ihr werdet es schon sehen und irgendwann bin ich Millionär. Mit den mein- ganzen Hatern. Mit diesen Ach ganzen so. Hatern und Kritikern halt, ne? Aber wenn man bedenkt, dass ich ursprünglich in die Bresche gesprungen bin, um meine Schwester zu beschützen, es ist schon eine miese Nummer. Aber gut, das ist lange vergangen. Ich bin da längst drüber hinweg. Hm. Ich werde irgendwann meine eigene Familie gründen und dann brauchen die nicht angeschissen kommen, wenn bei mir alles wieder rosig läuft. Oh, Leute, ich schau gerade, schaut's beim Furchenlurch mal rein. Schaut's mal rein beim Furchenlurch. Der hat vor 2 Stunden ein Kurzfoto gemacht. Wenn das stimmt, dass das tatsächlich Reiners Masterschwert ist. Oida. Weil genauso wird es am Ende wahrscheinlich laufen. Dann kommen jetzt alle angeschissen, wenn es bei mir wieder gut läuft. So, ach ja, war ja nicht so gemeint, tut uns ja leid. Ja. Nee, Pech gehabt. Das glaubt er tatsächlich. Rainer glaubt tatsächlich, er hat jetzt hier bald den Durchbruch. Er startet den Durchbruch und dann kommen sie alle wieder angeschissen. Ja, wenn er der reiche Drachenlord ist. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Dieser Mann hat jeglichen Bezug zur Realität verloren. Auch wenn es einem weh tut. Ja, klar. Da tut's weh. Und dein Vater, also den hast du einen guten Verhältnis gehabt? Jein. Wie ich klein war, ja. Als ich älter wurde, nicht mehr. Ja, weil der dann irgendwann checkt hat, dass er den Dorfdeppen als Sohn hat. Rainer, dein Vater hat sich für dich geschämt. Weil er festgestellt hat, dass einen fetten, arbeitsscheuen Behindi großgezogen hat. Der hat sich geschämt für dich. Aber das habe ich im späteren Verlauf dann rausgefunden. Der war ja krank, hatte ja Krebs. Ich habe im späteren Verlauf der Krankheit dann erfahren, dass das, warum wir immer schlechteres Verhältnis mit der Zeit hatten, lag unter anderem auch an seiner Krankheit. Ja, das redest du dir ein, Rainer.
Ich weiß nicht, ob ihr Leute in eurem Familien- oder Bekanntenkreis habt, die eine Krebserkrankung durchgemacht haben. Diese Leute neigen normalerweise nicht dazu, dadurch aggressiver zu werden. Habe ich nicht so erlebt. Aber Rainer redet sich das natürlich schön ein. Da denkt er sich, ja klar, mein Vater, der hat mir überhaupt gar nicht scheiße gefunden. Der war überhaupt gar nicht enttäuscht, dass er wirklich den allergrößten Dorfdeppen überhaupt großgezogen hat, der zu nichts nutz ist und stinkend faul und alles, was er macht, ist, sich sein Arschgebirge größer zu fressen und Pokémon zu schauen. Nee, daran hat es nicht gelegen, dass dein Vater mit dir nicht gut klarkommen ist. An der Krankheit wird es wahrscheinlich gelegen haben, Rainer. An der Krankheit. Weil es auch zu einer Persönlichkeitsveränderung geführt hat und zu Aggressionsproblemen aufgrund von Hormonstau und Hormonproblemen, Krebs hat. Okay. Und dann habe ich im Nachhinein auch begriffen, warum wir uns einfach nicht mehr verstanden haben. Rainer, laut deinen eigenen Aussagen hat dein Vater schon, als du ein kleines Kind warst, Aggressionsprobleme gehabt. Wenn er zum Beispiel die Nachbarskinder verprügelt hat oder dir einen Hammer nachgeschmissen hat oder sowas. Ja? Also laber nix. Weil eigentlich sind wir Ein Choleriker wird der schon vorher gewesen sein. beide gut miteinander ausgekommen, so im Großen und Ganzen. Aber hin und wieder gab es halt immer extreme Schwierigkeiten und so. Hm. Und das lag aber dann tatsächlich halt eben wirklich an diesen Hormonproblemen durch diese Krankheit. Tatsächlich wirklich sogar Edzardler. Rainer, red dir das ruhig ein. Stirbst du glücklicher in 2 Jahren. Das habe ich aber, mein Vater ist ja am Anfang auch gar nicht zum Arzt gegangen. Der hatte ja gefühlt 10, 15 Jahre hatte der ja Probleme, die er auch mitgekriegt hat, aber wo er dann hingegangen ist zum Arzt und so. Ja, erinnert dich das an jemanden? Wenn jemand 10 Jahre lang gesundheitliche Probleme hat und ums Verrecken nicht zum Arzt geht. Hast du daraus vielleicht was gelernt? Scheint nicht so zu sein. Untersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen und so weiter und so fort. Typisches Männerproblem halt, ne? Hm. Und Ja. das hat, du weißt, welche Art von Krebs das ist, meine ich damit. Und ja, das hat er halt nicht gemacht und dann später, als es Und Rainer, so eindeutig ist es nicht. Wenn ich sage typisches Männerproblem, welche Art von Krebs, dann kann es halt auch Hodenkrebs gewesen sein. dann halt zu spät war, habe ich dann halt mal mit der Psychologin von ihm geredet, als ich dann im Krankenhaus war. Und die hat mir dann auch erklärt, wie das so vorgeht, was da passiert und warum das so ist und so weiter. Weil er ist mir dann nämlich zu dem Zeitpunkt aufgrund der Behandlung und so weiter, hat er sich halt wieder so benommen, wie er sich vor 10, 20 Jahren benommen hat, wie ich klein war. Und dann habe ich mich halt darüber gewundert und dann hat er mir das halt erklärt, dass das halt unter anderem eben an dieser Krankheit lag. Die Frau wird der Engel gewesen sein. Die wird der Engel gewesen sein, die hat ihm da irgendeine Lügengeschichte aufgebunden, damit er seinen Vater in bessere Erinnerung hält, weil die schon gemerkt hat, da geht's dahin. Und Rainer hat sich gedacht, ja wunderbar, dann ist ja alles in Ordnung, gehen wir in die Dorfdisse und metteln unser Barbier in den Kopf. Während der Vater alleine im Krankenhaus stirbt, was mal für ein Stück Abschaum sein kann, das ist nimmer normal. Dass er sich teilweise so verhalten hat, wie er sich verhalten hat. Das ist natürlich keine Entschuldigung für manche Sachen, die er gemacht hat oder auch für manche Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe mich natürlich auch manchmal wie ein Arsch verhalten, das muss man dazu sagen. Pubertät halt auch. Ja, weil das kommt halt vor, ne? Das ist halt, man ist ja Natürlich. nicht perfekt, ne? Aber was ich Rainer, du warst Anfang 20, wo der gestorben ist. Ja, das hat mit der Pubertät dann nichts mehr zum Tor. Und wenn man einen im Sterben liegenden Vater im Krankenhaus hat, dann hat man da zu sein. Da gibt es ganz, ganz wenige Ausnahmen, was so ein Mensch gemacht haben könnte, die das rechtfertigen, da nicht da zu sein. Und wenn der da liegt, ist man da. Und da gibt es nicht mit die Kumpels irgendwo abmetteln oder in die Dorfdisse metteln oder sonst irgendwas und da gibt es auch nicht sich daheim schon mal das Internet einrichten, damit man dann gleich als YouTube-Star und frischer Erbe durchsteigen kann. Das gibt's alles nicht. Sondern hat man da zu sein für diesen Menschen. Punkt. viel Scheiße reinschreiben soll, ey. Das ist schlimm, ey. Ja, es ist immer so leider. Manche, Ja, manche sind echt so widerlich. ja. Ja, vor allem jetzt dann immer schreiben, Rudi ausbuddeln, ne? Das ist ja mein Vater quasi. Weil sie dann ausgraben wollen und dann so weiter. Ne? Was? Echt? Das sagen sie halt immer. Und Rainer, das wird schwierig funktionieren. Der rotiert mit 3000 Umdrehungen. Den kriegst du so leicht nicht ausgraben. Der hat sie wahrscheinlich von der Rotation schon bis zum Erdkern durchgearbeitet. das haben sich aber tatsächlich mal welche mit Schaufel und Spaten neben dem Grab von meinem Vater hingestellt und haben ein Foto davon gemacht und mir geschickt. Ne? Und im Internet Ehrlich? veröffentlicht. Ja, ja.
Und irgendjemand hat dann mal ein Video gemacht, wie er aufs Grab gepisst hat. Und Nee, das geht natürlich nicht. Ja, es geht halt einfach nicht. Das ist halt nicht drin. Es gibt Dinge, ne? Ist halt nicht drin. Aufs Grab von irgendjemandem zu pissen ist halt einfach, ne? und die sind nachher gegangen und haben auch mal, man kann das ruhig mal erzählen, damit die Leute auch mal wissen, was die Hater eigentlich so alles machen. Ja, Rainer, aber erzähl doch die Geschichten, die du auch alles gemacht hast, was deinen toten Vater angeht. Erzähl mir doch mal die Geschichten, hier deine Wix-Fantasien, was deinen toten Vater angeht. Oder wie gesagt, die Disco-Aktion, als er gestorben ist. Erzähl doch die Geschichten einmal. Klar, aufs Grab, wer da aufs Grab pisst, ist halt der Hurensohn. Braucht man nicht drüber reden. Aber die Aktion, die du geschossen hast, schwierig. Vor einem Jahr oder 2 Jahren haben die tatsächlich auch vom Grabstein meines Vaters die Buchstaben geklaut, dass da nicht mehr Winkler stand, sondern halt, ich glaube Inke oder so stand dann da, glaube ich. Richtig asozial. Mein Gott, wie hältst du das nur aus, ey? Ja, ich sag mir... Ich will aber nicht mal in der Zeitung lesen, dass du irgendwie Amok gelaufen bist. Irgendwie. Nee, ich glaube, wenn überhaupt irgendwas passieren würde, dann wäre es wahrscheinlich eher, dass ich mich selber umgelegt habe. Aber dann auch nicht, weil ich irgendwie Depressionen oder so habe, weil das habe ich ja nicht. Weil ich Depressionen habe, sondern einfach, weil ich keinen Ausweg mehr sehe. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, was labert der? Ich bring mich nicht um, weil ich Depressionen habe, sondern nur, weil ich keinen Ausweg mehr sehe. Das ist so ungefähr, keine Ahnung, ich betrink mich nicht, weil ich Alkoholiker bin, sondern weil ich alkoholsüchtig bin. Keiner jemand, der nicht schwer depressiv ist, bringt sich nicht um. Aber jetzt Wieso machst du, momentan Entschuldigung, sehe ich... wieso machst du eigentlich nicht von den Leuten, die hinter dir herlaufen und dich so dumm anmachen und Hallo Herr Winkler und so Scheiß, wieso machst du nicht von denen auch ein Video? Mache ich teilweise. Echt? Aber das Problem... Ja, natürlich. Zum Beispiel hat mich vor kurzem, das musst du dir auch mal vorstellen, an der Deutschen Bahn haben mich so ein paar Idioten auf den Sack gegangen. So. Und da ist doch tatsächlich der Zug angekommen und dann filmt doch tatsächlich, da steht der Zugführer am Fenster und hält das Handy auf mich drauf und filmt. Das habe ich gesehen, das Video, ja. Ehre geht raus an den Zugführer-Hater. Aber Leute, es tut mir fürchterlich leid. Es tut mir fürchterlich leid, aber mein Zeitpensum für heute ist leider Gottes erschöpft. Wild. Wild, dieser Stream einfach nur noch wild. Aber hier haben sie auch wieder 2 gefunden. Wie gesagt, schaut euch da hinten den alten Christbaum, der da nur liegt. Na. Leute, ich muss wegmeddeln. Tut nichts, was Rainer tut. Medal auf.